Bonjour. Bonjour, Bruder. Ja, mein Kopfhörer ist ein bisschen leise, habe ich gerade gemerkt. Leute, hörst du etwas? Ja, jetzt ist gut. Ist deine auch gut? Sehr gut. Jawohl, ja, ist geil. Deep Top, hey, welcome back. So, heute gibt es Quick Rewind-Episode. Es geht also nicht, dass wir jetzt einfach euch Content unterschlagen. Heute schweifen wir einfach nicht ab, haben wir gesagt. Weil der Ricky will mich nachher noch in der Boulderhalle quälen. Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Nein, wir haben eine busy Woche gehabt. Und, eine busy Woche, Alter. Eine busy paar Wochen. Du hast den Text geschrieben über mich. Hast du eigentlich auch Galaxy S24? Nein, ich habe einen, der 150 Stutz kostet. Ah, geil, Alter. Funktioniert auch gut. Ja, du schießt. A34. A34. Ja. Die Autobahn Richtung Preußen. Ist wirklich. Ich habe keine Ahnung. Kann man herausfinden, ob das Datum ja. als A34 ist. Wow. Und dann kommt das Handy, ja. Autobahn, A34 Autobahn. Ist ja gleich. Wir haben viel erlebt in den letzten Wochen. In Frankreich. Jawohl. Und in Italien. Alright. Von Reims nach Sedan. Ja. Crazy. Anyway. Ja, welcome viel ist back. los gewesen, viel ist passiert. Der Ricky ist absolut Schaut mich an. disrespectful gegenüber allen Leuten, die den Podcast hören, indem er seine Bundaberg-Flasche auf den Tisch knallt. Ah ja, voll. Ist geil, Passionfrucht Bundaberg, oder? Ja, ist schon geil. Alle anderen haben jetzt so einen musst einfach irgendwie Hey, 4 Stutz mein zahlen. Lieblingspodcast, Alter, habe ich herausgefunden. Mein Lieblingspodcast hat uns nachgemacht. Wer? Gemischtes Hack. Die zwei haben angefangen, einen Videopodcast zu machen. Ah, nicht Der grösste deutschsprachige Podcast hat geil. uns persönlich nachgemacht und einen Videopodcast gemacht. Ja, voll. Ich bin Haarfärben, ich sehe wieder aus wie der Lucius Malfoy. Sehr gut. Ist geil. Mhm. Ja. Ist richtig ein Charakter geblieben. Potter. You disgust me with your pornness, Potter. With your porn? Nein, warte schnell. Nein, Pornness. Porness. Pornness. Britisch, Bruder. Britisch. Porness. Pornness. Potter. Pornness. Ah, nein, das ist mehr der Snape, nicht der... Nein, der Malfoy hat schon pur diskriminiert. Ja, aber ich rede gerade... Snape ist Rassist. Ja, aber Snape ist nicht Rassist. Ich rede gerade wie der Snape. Turn to page 364, Potter. Ja, bitte You nicht. have your mother's eyes. I desire to wank to them. Let me put Hast du gesehen, my sie machen jetzt wand. eine Serie? Let me put my wand in Hast du you. gesehen, jetzt machen sie eine Harry Potter Serie? Ja, ich habe es gesehen. Also ich hoffe, es kommt gut aus. Ist es jetzt nicht gut rausgekommen? Weil die ersten Filme einfach so gut gemacht sind. Okay. Und die ersten Filme, die gut gemacht sind, sollte die neue Harry Potter Serie nicht gut werden. Ja, du hast gesehen, was sie mit Rings of Power gemacht haben? Ja, aber das hat ja nicht. Ja, aber da kannst du eigentlich jeden Film, der neu rauskommt und jede Serie, die neu rauskommt, einfach schon mal davor stellen, dass es schlecht werden kann, nur weil es schlechte Filme gibt. Ja, es gibt ein paar. Es wäre ja wie wenn du würdest sagen, ich hoffe, das neue Album von dieser Band wird gut, weil schlechte Musik existiert. Ja, kann ich. Also natürlich, Harry Potter ist einfach so das gleiche Problem wie Architects. Wir haben es alle als Kind gelost. Und wenn sie jetzt nicht mehr genau das hitten, wenn sie jetzt nicht mehr genau den Nerv befriedigt, den wir als Kind befriedigt haben, finden wir es scheiße. Aber es ist so wie Herr der Ringe und Harry Potter haben Messlatte. Sagst du Messlatte? Ja. So hoch gestellt, oder? Ja. Es muss einfach fucking brillant sein, um einfach... Ja, aber eben, jetzt ist die Frage. Ich habe die Filme letztes Jahr noch mal geschaut. Ja, Bruder, die Filme sind nicht gut. die sind doch gut. Ja. Nein. Ich habe die auch letztens geschaut. Nein, die Filme sind nicht gut. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, die Filme sind nicht gut. Super. Nein. Doch, absolut. Es sind sehr gute Kinderfilme, ja. Es sind okay Filme, aber... Also die ersten 3 sind wirklich sehr geile Kinderfilme. Und nachher sind es gute Filme, aber nicht... Ignoriert. So, es sind gute Filme, Ja. aber es ist jetzt nicht Es wird mit jedem ein bisschen mehr Metal. rein Film, rein so, wenn du jetzt würdest so das mit Musik vergleichen, ist jetzt nicht so richtig Musik, es ist nicht filmerisch anspruchsvoll. Es sind halt gute Filme, die Story gut sind, aber so... Ich habe halt Bücher einfach viel zu viel gelesen, darum habe ich einfach das Gefühl, dass die Film halt... In den Film kommst du viele Sachen nicht mit über oder viele Sachen
Es sind einfach so, wieso ist das jetzt so? Die wo im Buch natürlich mega fest erklärt wird. Aber die Filme sind so, die sind gut. Ja, aber ich glaube, die sind Ergänzung zu den Büchern, weil halt, ja, logisch. Die sind es ist in der gleichen Zeitraum rausgekommen, wo die Bücher halt rausgekommen sind. Die sind einfach gewesen, weil man halt für alles, was gerade läuft, einen Film gemacht hat. Ja, ist schon easy, ist ja gut, ich sage ja nicht dagegen, ich finde es cool, aber sie sind jetzt Filme. Ja, mal doch. Also ich bin letztens wieder in den Harry Potter Studios und habe schon ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. Aber so die Filme sind jetzt nicht. Ja, das habe ich aber die Reunion-Dings geschaut, danach alle Harry Potters nochmal. Ja, ist geil. Oh ja? Ja, geil, Harry Potter. Ja, eben darum, ich habe das Gefühl, die haben das gleiche Problem wie jetzt Linkin Park hat. Das natürlich alle oh ja. Das ist nicht der Chester Bennington. Logisch ist das der Chester Bennington, der sich ist tot. Eben genau, ja. Voll. Ja, ich so, die Folge, da fangen wir nicht an ausarten. Nein. Jawohl, 2 Minuten später, Silvan schon wieder voll am Eskalieren da. Ja, ist herrlich. Jetzt rede ich von nur 0 Leuten. Aber es stimmt, das ist der gleiche Effekt mit Linkin Park als mit Harry Potter, mit Herr der Ringe. Ja. Abgesehen davon, dass halt Linkin Park ein neues Lied geschrieben hat, so gebracht hat und es tönt einfach wie Linkin Park. Also es ist auch, sind Sachen, die in unsere Jugend und Kindheit gelaufen ist, oder? Und jetzt muss sich das auch für die neue Generation quasi etablieren. Oder? Es wird halt, wahrscheinlich werden sie irgendwie abpisst. Die neue Generation interessiert es absolut nicht. Gell, irgendwie doch nicht. Also ich glaube, keine von der neuen Generation, keine unter 20 interessiert sich ein fürchter Fick dafür, dass Linkin Park zurückgeht. Also, was ist der Artist von der Generation, so wie Linkin Park 2000 war? Bridge, ich habe keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es das noch Taylor Swift? Ja. Doch. Aber die macht es ja auch seit 15 Jahren. Ja, aber die ist jetzt am so over the top sein, wie Linkin Park früher over the top war. Ich meine, sorry, fucking Optimus Prime hat einen Monolog gehalten und drunter ist fucking New Divide von Linkin Park gelaufen. Ja, aber so New Divide. Divide. Aber Linkin Park ist auch ein bisschen in der Alternative. Divide. Aber ist auch ein bisschen in der Alternative Schiene gewesen, auch wenn es Mainstream war. Oder? Ja, Taylor Swift auch. Ich sehe nicht viele Goth-Chicks da irgendwie. Nein, nicht Goth-Chicks, aber das, was Taylor Swift-Fans sind, ist im Fall auch nicht... ausser du nimmst jetzt natürlich das, was alle Amis als Alt-Girls bezeichnen, einfach Goth-Bitches. Nein, weil ich meine... Sorry, Goth-Chicks. Zum Beispiel Linkin Park hat es in der gleichen Zeit gegeben, wo... Wer ist sonst noch grosse Pop-Artist gewesen? Was ist das? Einfach so Madonna. Ist NSYNC oder ist es 90er? Nein, NSYNC ist viel voran. Backstreet Boys? Voran. Na fuck. Linkin Park ist es? Nickelback, Linkin Park? Nein, aber nachher ist auch Pop-Artist gehabt. Justin Bieber, nein, das ist später gekommen. Das ist erst später gewesen? Fuck me, was ist das? Linkin Park? Nein, aber das ist auch Alternative gewesen. Ja, aber das war Pop früher. Jein. Mal? Gleichzeitig hast du eben auch Pop gehabt. Ja. So wie jetzt hast du Taylor Swift und wahrscheinlich, keine Ahnung, was gibt's noch? Poppy? Bruder Poppy ist absolut nicht... Nein. Wir sind alt, Bruder. Wir müssen es gar nicht erst probieren. Alles Long You Go, Alter. Nein, du mit deiner Scheiß Alles Long You Go. Du gehst mir auf das. Ich gehe jetzt Spotify. Schau, ich mache jetzt Spotify aus. Dann machen wir da... Gut, es ist auch so, heutzutage ist auch alles sehr, ich könnte sagen, genischt, oder? Ja, für wirklich so, alles zentral gewesen, es ist dezentral. Top Hits. Ja, Top Hits wirst du glaube ich, keine Alternative finden. Ja, ist schon gleich. Aber jetzt... Switzerland, okay. Top 50 Switzerland. Nummer 1 ist die Emptiness Machine von Linkin Park. Nummer 2 Bruno Mars ist gross. Ist nach Linkin Park gewesen. Aber das ist Schweiz. Gehen wir nicht Top 50 Switzerland, gehen Welt. Wieso? Global. Wir sind ja in der Schweiz. Global? Wir sind ja in der Schweiz. Ich bin mir ziemlich sicher, da ist Linkin Park auch relativ hoch. Emptiness Machine. Ist schon wieder die gleiche Playlist. Switzerland. Bruder. Ich habe doch gerade Kopf verteilt. Machst du Top 100 oder so? Nein, Top 50 global. Ich habe es ja gerade gesehen. Global. Und nachher ist Top 50... Machen wir das, du. Ja, also Lady Gaga ist Nummer 1. Ja, Billie Eilish. Billie Eilish wäre gut, nicht von der Billie Generation. Eilish war auch später gewesen. Ja. Aber Emptiness Machine von Linkin Park ist 10. Ja, also läuft schon. All die Haters sind nicht geschafft. Wer ist Sabrina Carpenter? Oder? Ich keine Ahnung, wer Sabrina Carpenter ist, aber die ist anscheinend die ist auf YouTube überall. Oh, ist sie TikToker? Oder? Ich habe keinen Blassen. Right, ich fühle mich wie ein Boomer. Wer ist Carol G? Wer ist Chappelle Roan? Absolut kein Blassen. The Neighborhood, dann kommt Heavy as the Crown von Linkin Park, dann kommen Arctic Monkeys. Ja, die sind eh schon alt. Es sieht nicht so gross anders aus wie früher. Travis Scott ist auch ein alter Bruder jetzt. Ja, aber es sieht nicht so anders aus wie früher. Post Malone ist Kendrick Lamar, ja. Nam, ist einfach auch wieder die von Linkin Park. Ja, ist krass, geil. Taylor Swift
mit Cruel Summer. Das ist Kid aber ein altes Laroi. Song. Ja, ich komme auch nicht raus. Coldplay. Nur kein Big Dogs, let's go! Coldplay ist... Ah, der hat nur keinen Ich schwöre, Brennen. der Mike und ich führen jetzt eine Intervention mit dir durch. Wir nehmen dir alles weg, inklusive Handy, Auto, Wohnung, Job. Du hast einfach nichts mehr. Du sitzt einfach in einem weißen Raum, schaust einfach die Wand an und hinterfragst dein ganze Verhalten. Der Big Dogs von nur kein ist der Coldplay. Shit, Alter. Coldplay. Ja, Coldplay, ja. Ja, ist schon der Shit. Aber wenn ich diesen Song in deinem Auto an einem Wochenende 20 Mal höre, dann grenzt es trotzdem an Waterboarding. Wir hören Rich Bitch Juice von Alles Long You Go. Nein, falsch. Du hörst es. Ich höre das nicht. Ich will gewaterboarden mit dem. Ich will mein persönlicher Guantanamo Bay ist bei dir im Auto sitzen nach einem Taoist Vocal Recording Session. Da hast du Glück gehabt, dass wir das nicht gefilmt haben, Brütsch. Du würdest Menschenrechtshof würde dir für Nein, das ist nach Save Last Breath. Nicht nur! Aha. Nicht nur! Nein, auch wenn wir Hardcore sind schauen. Dort haben wir auch Alles Long You Go gelassen. Ja, und dann am Tag drauf hast du den Mike auch noch gewaterboardet im Auto rein. Und der Mike hat das Gefühl, dass es Schund. Hatte schon, sind wir vor oder nach dem letzten Podcast gegangen? Nach dem letzten Podcast. müssen wir noch ein bisschen erzählen von dem, ist das nach dem letzten Podcast gewesen? Ich glaube schon. Ich glaube, es war schon, genau ja. am Tag danach gewesen, oder so. Ja. Nein, ist nicht. Wir haben einen Donnerstag Ja, Podcast. dann müssen wir noch ein bisschen reden von dem Schnurren. Das ist auch geil. Oh ja, das war gut gewesen. HC-Show, Bruder. Ja, dann fangen wir doch mal chronologisch an. Ja, das ist gut. Also, ich mache mal den Kalender nochmal auf bei mir. Voll. Fear Lab sucht noch einen Bassist. Sorry, ich kann es noch. Haben wir das nicht letztes Mal gesagt? Fearlab sucht nicht einen neuen Bassist. Du hörst auch nie zu. Gitarrist. Suche Gitarrist. Ja, aber das haben wir gesagt. Kein Bassist. Ich frage mich, ich kann ja, wieso du das aufgeschrieben hast. Ich weiß nicht, Keine wieso du Ahnung. das aufgeschrieben hast. Keine Du hast gesagt, weil ich Bass spiele bei Fearlab und wir das noch nicht angesprochen haben. Sie suchen aber keinen Bassist. Nein, sie suchen keinen Bassist. Stimmt, sie machen den Save Last Breath. Sie suchen einen Gitarrist, weil sie jetzt einen Bassist gesucht haben, einen Bassist gefunden haben, nach 1,5 Jahren dann gemerkt haben, oh, das hat nicht funktioniert. Ja. Wir probieren jetzt die Bellite Band reinzunehmen und ich sage diesen Boys immer, Jungs, ich habe keine Zeit, um nochmal eine Band zu haben. Und sie haben die Vogelkäfig-Theorie. Ja. Die Vogelkäfig-Theorie ist, sie sperren mich einfach im Bandraum ein und nachher können sie mich wie so einen Falken auf die Bühne nehmen. Könnte Finde ich zwar eine geile Idee, aber nein. Ja, also wir haben Podcast aufgenommen. Ja, und dann sind wir am nächsten... Ja, nachher sind wir am nächsten Samstag gegangen. Dann sind wir fucking Move Your Feet Festival. Born from Pain. Hey, der Born from Pain. Unified Move. Alter, Unified Move ist auch sehr geil. Vor allem mit den Guests. Disinclined. Insanity 61, ja. Was? Rat mal, wie lange gibt es Insanity schon? 18 Jahre. 20. Holy shit, Alter. Sick. Irgendwie der Sascha von Fearlab sagt, ja, Insanity gibt es ja auch schon 20 Jahre. Und ich so, Insanity gibt es ganz sicher noch nicht 20 Jahre. Das kann es ja nicht sein. 2004? 2004, ja. Fuck me, Alter. Etwas so habe ich geschaut. 2004 habe ich meinen RuneScape-Account erstellt. Hey, 2004 bin ich noch in der Primarschule gewesen. 2004 habe ich 2004 Green Day gehört. 2004 sind wir 10 gewesen. Eben, oder? Da haben wir Green Day closed, RuneScape gespielt. Green Day war auch gross gewesen. Eben, ja genau. Ja. Das ist grosse Musik für dazu Maß. Aber eben, Gitarrenmusik ist schon nicht so ganz im Pop-Bereich gewesen, oder? Gitarrenmusik ist populäre Musik dazu Maß. Green Day, Linkin Park, alle die Bands sind Number One gewesen. Ja, du hast noch Lady Gaga gehabt. Das ist nachher gekommen? Ist nachher gekommen? Jo. Wie heisst die nicht Lady Gaga ist, die gestorben ist? Katy Perry. Ist nicht gestorben? Ja, du meinst der... die Italienerin. Amy Winehouse. Amy Winehouse, oder? Und... Das war auch nachher gewesen. Kein Plan, was ist der auch nachher gewesen, Ricky. Was ist nachher gewesen? Das war nach Green Day gewesen. Paramore ist Rockmusik. Ja, Paramore ist ziemlich Rockmusik. Ja, ist irgendwie schon popular gewesen. MTV-Zeit halt. Ja, aber Billy Talent ist auch Number One gewesen. Jawohl, ja. Times change. Obwohl, doch nicht. Jetzt Linkin Park wieder. Linkin Park wieder Number One, ja, egal. sehr gut. Ja, jetzt haben eben alle Geld, die damals kein Geld hatten. Oh, hast du gesehen? Das ist eben das Ding. Dort haben wir Geld von den Eltern gehabt, zum Ausgeben. Die Glück hatten. Also die Glück hatten, haben von den Eltern können Geld haben, um eine Green Day CD zu kaufen. Und jetzt sind alle... Darum haben die Bands jetzt wieder einen Aufschwung. Das ist meine Theorie. Aber Dings, ist es 2024 oder 2004? Ich meine, 3 Days Grace ist jetzt auch mit dem Alan Bond jetzt zusammen. Lass so, das ist meine Theorie, Rick. Jetzt, ich habe die Theorie, wieso das so ist. Alle Kids, die dort mal von ihren Eltern Geld bekommen haben, haben sich eine CD gekauft von diesen Bands. Dann sind alle die Kids in die Lehre gekommen, in die Highschool, ins College. Alle die Kids haben kein Geld mehr gehabt. Ja. Die Bands sind zusammengekracht, haben alle nicht mehr Geld gemacht. Jetzt sind all die Kids so 30, haben einen stabilen Job, gutes Einkommen und jetzt haben wir genug Geld, um diesen Bands wieder Geld in den Arsch zu stecken, darum kommen sie jetzt wieder rauf. Wow, das ist eine gute... Die Bella-Kurve nennen wir die.
Die Bella-Kurve. Bella Ja, anyway. Also, wir sind HC-Show schauen und es ist sehr geil gewesen. Ding hat noch gespielt. Stonehill. Stonehill, stimmt. Ja. Genau, das war geil gewesen. Das war wirklich ein sehr klopfiges Konzert gewesen. Mega. Wir haben Turnhalle Hardcore gesehen. Nicht Turnhalle Hardcore, Sporthose Hardcore. Turnhose Hardcore. Ja. Turnhalle und Turnhose Hardcore ist nicht das Gleiche. Alright. Turnhose Hardcore ist das, was Insanity macht. Turnhalle Hardcore ist der, wo man sich mit Feuerlöscher Grind einschlägt. Ja, passt. Der Yannick von Lotrify hat gesagt, Pain of Truth ist Turnhalle Hardcore. Und das stimmt schon ein bisschen. Ja. Und Insanity ist Turnhose Hardcore, weil sie haben alle Turnhosen angehabt. So kurz, dass fast der Pimmel vorne rausgeht. Aber Alter, Brudi, du musst noch ein bisschen Cardio machen für die Ich weiss. Ja. Ja, das wird geil. Jetzt muss ich langsam. Was dort bei dieser Show, also ich habe das erste Mal in meinem Leben Insanity gesehen. Ich muss sagen, Hits, wirklich, die Band hat 3, 4, 5 solide Hits, wo wir wirklich auch nachher eine Woche lang nachgelaufen sind. Und nur schon, als ich jetzt wieder darüber rede, kommt in meinem Kopf «Save me, just fucking save me». Das ist ein geiler Song. Und ja, Disenclined war auch geil gewesen. Die haben, glaube ich, wie viele Shows haben sie gesagt, haben sie schon gespielt? 3 oder 4 oder 5, irgend sowas. Das ist mega neu, ja. Ja, cool gewesen. Mega. Dort hat die Bassistin mal kurz die Songspart übernommen. Also cool, ja. Kurz mal alles weggebratscht und dann wieder umgekehrt. Das war sehr geil gewesen. Das können wir auch mal machen. Ja, das sollten wir. Du solltest, wie gesagt, das neue Taoist-Album braucht einen Song, wo der Mike Vocals macht und einen Song, wo ich Main Vocals mache. Ja, das ist gut. Und das wäre hure lustig, wenn wir das live würden spielen. Dann kann ich nämlich auch mal mit dem Traum nachher kommen und Sänger in einer HC-Band sein. Der Mike so, ich spiele sicher nicht Bass und Sing gleichzeitig. Ja, Brudi, wir können alle ein Instrument spielen. Wir können einfach ganz schnell kehren. Finde ich gut. Also, ja gut, jetzt schnell durchgehen. Was ist alles passiert bei dieser Show? Die sind klein angefangen. Kein Keks rumgeflogen, das hat mir recht gewundert. Eben Sporthose Hardcore, nicht Turnhalle Hardcore. Sporthose ist mehr so sportlich betätigen. Wir gehen jetzt ins Gym pumpen. Wir gehen jetzt wie so Aerobics früher. Weißt du, die so Zumba machen, aber auf extrem halt. Und auch so halt aggressives Two-Step, was auch gut ist. Und Most und so, aber kein Kick ist geflogen. Das hat mir recht gewundert. Also, cool. Das war geil gewesen. Ja. Und eben, dann hat Stonehill gespielt, die sind auch geile Sicher. Ich finde die Band hure cool. Voll, Shoutout Boys. Und dann hat Insanity gespielt. Habe ich das erste Mal gesehen in meinem Leben. Absolut. Ja. Völlig in ein Loch geht ab denen. Das war wirklich geil gewesen. Ich habe das Gefühl, Helix gespielt. Ja. Das ist, der Sound war immer so ein bisschen und man hat nie gewusst, warum. Dann ist Insanity gekommen, dann hat der Sound hure geil getan und der Ricky und ich schauen jetzt auf die Bühne und dann habe ich herausgefunden, die Boys spielen auch mit einem Line 6 Helix, also mit dem Ajax Stomp. Der eine hat es in Rot und der andere, glaube ich, in Blau. Ja. Machen die gut, Boys. Helix Gang, beste Gang. Ja, und dann hat wer noch gespielt? Nachher ist Unified Move. Stonehill, Insanity. Sind zuerst gesehen? Disinclined, Stonehill, Insanity, Unified Move. Mit Sänger und Sängerinnen von... Stimmt. Expello und Freeze Dana. Yes, und ein Bassist von Disinclined. Stimmt. Sehr coole Features gewesen, ja. Sehr coole Features gewesen, auch sehr gutes Konzert gewesen. Und eben der ehemalige Sänger von Valetudo war am Bass bei... Unified Move, genau. Ja, der TC, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist der ehemalige Sänger von Valetudo. Ja. Einer von den 2 Sängern von Valetudo, der bei Unified Move jetzt am Bass ist. Ja, voll. Recht abgeliefert. Das war klar gewesen. Ja. Und dann ist Born From Pain gekommen. Born From Pain ist einfach sick. Das ist insane, ja. Funny, eine gute Überleitung zum nächsten Segment. Weil ich bin dann am Freitag nochmal dort gewesen. Ja, stimmt. Mit Videos für sehr viel als Bref. Und dann ist dort eine deutsche Band, Chaos Bay. Ja. Und ich bin so dort durchgelaufen und der Gitarrist von ist durchgelaufen und ich so, der hat so viele Poster. Und er so, ja, voll krass, wo wir hier spielen. Ne? Und ich so, ja, ich habe letzte Woche am Samstag auf dieser Bühne, wo ihr spielt, habe ich Born From Pain gesehen. Und er schaut mich so an, was? Ich so, ja, Born From Pain hat auf dieser Bühne gespielt. Und er so, auf der Kleinen? Und ich so, ja, auf der Kleinen. Und er so, boah, Perlen vor die Säue, ey. Aber geil. Was ist denn was? Perlen vor die Säue. Perlen vor die Säue? Ja, kennst du das nicht, das Sprichwort? Nein. Okay, Deutschstunde. Nein, Bruder. Das heißt, kannst du dir vorstellen, was das könnte heißen? Perlen? Ja, Perlen sind ja... Balls? Nein, Perlen. Perlen oder Balls? Nein, das sind keine Balls. Brudi. Brauchst du nicht Perlen als Balls bezeichnen? Ja, du kannst deinen Kronjuwelen schon eine Perle sagen. Der Family Jewels?
Nein. Nein. Okay, Perlen. Ja, Perlen. Das ist... Ich weiß, was eine Perle ist, Alter. Musst du mir erklären, das weiß ich schon. Eben, das ist etwas, Das ist etwas Teures. Ja. Perlen. Das ist etwas Wertvolles. Voll. Und das gibst du quasi der Zoe zum Fressen. Why? Ja, weil Born From Pain so eine grosse Band ist und sie auf der kleinen Bühne gespielt hat. Aha. Perlen vor die Säue. Weil die Leute das nicht schätzen. Okay. Weil die Säuperlen, weil die Schweine die Perlen nicht schätzen. Okay. Das ist so wie morgen. Nur 250'000 Leute werden die neue Taoist-Single hören. Das ist auch Perlen vor die Säue, weil es könnte 1 Million sein. Ich rechne schon mit 250. 250, ja, aber ohne das 1000 hin und dran. Ja. Nein, ja, das war geil gewesen und das ist wirklich, also das ist sehr cool gewesen, weil wir sind dann, ich bin ein bisschen später gekommen, leider. Habe ich den Mischa kennengelernt, weil der Dave von Taoist und Save Your Last Breath, wir können jetzt einfach so tun, als ob der Dave der Drummer von Taoist ist. Voll, ja. Und einfach alle, die bei Taoist sind, außer du, sind einfach so, also nicht mehr bei den anderen Bands. Ja, das können wir ja sagen. Und dann weil der ist dort, hat der Mischa von Artifiction am Schlagzeug ausgeholfen bei Save Your Last Breath, was er brutal gut gemacht hat. Was für ein Tier? Und der Mischa ist vor allem auch einfach ein richtig lieber Hype. Also wenn ihr den Mischa mal irgendwo seht, dann zahlt der Mischa bitte ein Bier und sagt ihm einen Gruß. Ja. Es war wirklich geil gewesen. Und dann hat es dort so einen Venue-Hund gehabt, der Luis. Das war auch so ein griechischer Strassenhund, der importiert worden ist. Wirklich? Der hat einfach dort gewohnt. Oder ist einfach ein Venue-Hund? Also er gehört dem Venue-Rap, gehört der Natalia, hat er glaube ich gehört. Wenn ich den Namen noch richtig im Kopf habe, ich hoffe es. Also ich liebe es. Das ist einfach geil gewesen, weil der hoffentlich gibt es mehr Venue Dogs. Der ist einfach immer rumgelaufen im Backstage und hat allen Heu gesagt und ist mega lieb gewesen und ist wirklich super gewesen. Also jede Venue braucht einen Dog. Also. Genau, und wenn ihr wollt wissen, wie er aussieht, dann geht jetzt auf Save Your Last Breath Instagram-Profil und schaut, ihr das letzte Reel, was aufgeladen habt. Das ist nämlich das. Habe ich geschnitten, habe ich gut gemacht. Falls du mehr weißt von anderen Venue Dogs, dann bitte sagen, weil dann will ich dort spielen. Genau. Sagt uns bitte, was Venue Dogs hat und wenn, dann bitte gerade anmelden, dass Eversis, Taoist, alle Bands dürfen dort spielen. Und wenn deine Lieblingsvenue noch kein Dog hat, dann kann ich erzählen, hey, im Fall, es gibt etwas, wo Venue Dogs heisst. Venue Dog ist Leben. Das ist wie, dann haben wir es auch von den Dings gehabt, von der Big Cat, von der Grindcore Goat. ich weiss, der Phil vom Avery hat auch einen Doggo, aber der ist nicht so für die Venue. Ja, logisch nicht. Im Avery kannst du das ja nicht durchziehen, Alter. Ja, der wäre die ganze Zeit in der Bar. Das wäre irgendwie so viel zu viel für so einen Hund. Drinks und servieren. Ja, der Louis war ja immer im Backstage gewesen. Der hat ja gut, Avery hast ja kein Backstage. Der hat ja niemand gestört. Im Kopfmail hat es ja riesig Platz im Backstage. Stimmt. Das ist wirklich schöner Backstage, by the way. Wirklich, mega schöner Backstage. Mega nette Leute. Alles mega super. Ausser irgendetwas im scheiß Backstage hat Störsender, ich weiss auch nicht, was ihr dort hinten macht. Haben wahrscheinlich einen Piratensender eingestellt, den er schickt. Hat einfach irgendwelche Störsignale auf mein Mikrofon geschickt. Also einfach so. Oh, es hat nicht so schlecht auf dem Handy im Fall nachher. Ja, weil weil der Döme mir gesagt hat, ich soll CapCut abladen, weil im CapCut hat es einen guten Noise Suppressor. Was im DaVinci Resolve auch hätte, aber im DaVinci Resolve musst du für die Vollversion zahlen dafür, um den Noise Suppressor, um den Voice Isolator zu haben. Und der Noise Suppressor hat es nicht geschafft, das rauszuschneiden. Cool. Das war wirklich crazy gewesen, Alter. Hat mir schier eins gegeben. Ich lasse die Footage und jedes Mal, wenn wir im Backstage, ich habe ein Video, wo wir von hinter der Bühne in den Backstage-Bereich hineinlaufen. Und je näher wir zum Bettli vom Luis kommen, umso lauter ist es geworden. Es ist doch wirklich Luis. Es ist nicht der Luis, Alter. Luis macht so Sachen nicht. Nein, weil als ich den Luis im Esssaal gefilmt habe, hat es nicht. Alright. Es war auf jeden Fall sehr ein geiler Abend mit Moment of Madness, der auch gespielt hat. Ja. Und Chaos Bay, wo zwar eine deutsche Band sind, aber ich wollte ihnen jetzt gleich einen Shoutout geben. Sie sind mega nette, geile, coole Keibe gewesen. Aus Berlin, gell? Ja, aus Berlin. Und ihre Musik ist sehr geil. Es sind Ohren gut. Es ist, wie wenn so, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendjemand hat mir gesagt, wie wenn so Billy Talent eine Metal-Band wäre. Es ist schon heavy, aber der tut mehr singen als schauten. Ja, es ist vor allem, sie sind eine Metalcore-Band und haben 4 Leute. Eine Gitarre und Singen, eine Bass und Singen und eine Schlagzeuger. Sie haben keinen Sänger. Ja, und dass er alles noch spielt und so gut singen, war schon crazy. Sie haben alle zusammen Musik studiert. Aber kein Wunder, dass sie nachher mit Siamese jetzt auf Tour kommen. Sie sind im Januar im Sädel. Im Januar kommen sie mit Siamese auf Tour, genau. Ja, sehr sick. Kommen sie wirklich in den Sädel? Ich glaube, ich habe den Sädel gesehen, ja. Du hast einfach gehört, dass es Luzern ist? Und dann Nein, ich habe es gegoogelt, ja.
Ja, dann anschreiben, gerade Podcast einladen. Voll, machen wir das. Jetzt gerade. Nein, und das war wirklich sehr geil gewesen. Kaufmann, eine geile Venue. Eben dort, wo wir Born From Pain gesehen haben, nachher auf der Bühne oben, also hinten im Backstage, wo wir auch nicht. Vor allem das Geile war, weil im grossen Saal kein Konzert war, haben die Bands einfach ihre Scheiße in den grossen Saal reinrühren. Das heisst, wir haben nachher einfach alles von der Bühne gedreht und einfach so in den grossen Saal reingerührt. So, da ist unser Haufen. Und dann hast du überall in jedem Ecke so einen Haufen von einer Band gehabt. Und dann hast du einfach keinen Stress gehabt. Du hast einfach hinterrühren und dann einfach alles zusammenlegen und dann, mit uns dann nachher versorgen. Und das war cool. Mega entspannt gewesen. Mega nice gewesen. Und dann sind wir noch im McDonalds auf dem Heimweg. Ja. Super. Genau, und dann du bist ja dann... Samstag bin ich gekommen. Am Samstag bist du dann auch gekommen, im Winterthur. Weil am Freitag, währenddem du das Save Last Breath Musik warst, bin ich Taoist PA abholen, die ich vom Sascha von Fearlab geholt habe. Und ich habe 2 Trips machen, weil die so groß ist. Also das ist insane. Das ist geil, das ist ein riesen Ding. Wir haben wirklich keinen Platz mehr im Proberaum. Ja, es gibt genug Platz. Das ist so, so groß ist die jetzt auch nicht. Ja. Die haben eben ihren Bandraum nachher umgestellt am Sonntag noch. Und anscheinend haben sie ein bisschen viel Etikettenlöser am Boden verteilt, um zum Kleber vom Teppich wegnehmen. Und sie waren ein bisschen heim in diesem Bandraum rein. Habe ich Geschichten gehört, bin nicht dabei gewesen. Und dann ist Samstag, am Samstag, was haben wir am Samstag? Genau, am Samstag das gleiche Spiel nochmal. Ich bin mit Save Last Breath mit, das Video kommt noch, das schneide ich morgen oder heute oder am Sonntag oder am Samstag. Wir haben ja noch ein Interview gehabt dann. Stimmt, wir haben am Samstagmorgen noch am Mittag noch ein Interview gehabt mit 2 lovely Peeps, die ihre VA von der Berufsschule schreiben und darum uns interviewen zum Thema Metal in der Schweiz und Songwriting und so, genau. Eben, merci Timo und Anina, das hat Anina gemacht. Das ist fucking sick, irgendwas ein bisschen näher. Das ist mega gut, ja. Handgemacht. Wenn ihr euch fragt, wieso das aussieht wie das Artwork von Vodio, weil sie das ausgezeichnet haben. Genau, merci vielmals, Anina. Das ist mega cool, das war wirklich mega lässig. Mega cool gewesen. Und nachher bin ich auf Winterthur und habe dort wieder Save Last Breath geholfen aufstellen. Und der Dömi hat es 2-mal geschafft, dass ihm eine Gitarre eine Seite gerissen ist. Wirklich? Mit der Evertune Bridge. Also am Konzert? Nein. Doch, eine im Kopfmel hat, also im Kopfmel hat er sie auf der Bühne verrupft und am Konzert im Salzhaus hat er sie einfach im Soundcheck verballert. Shit. Ja, keine Ahnung. Vor allem mit der Evertune Bridge. Dort sollte das ja eigentlich nicht passieren. Was für Strings, weißt du? Ja, so metallige. Metallige. Jungs. Ja, gut. Ich habe nie seit ich gewesen. Ja, ich habe seit ich, es kommt darauf an, seit ich Graphtec also Bündel drin habe, Steg drin habe, nicht mehr. Bei meiner Live-Gitarre. Und sonst, wenn du Metallsteg drin hast, dann irgendwann scharrt sich so auf, dass es nachher wie so spitzige Geräte gibt und die reissen dann nachher die Seiten abeinander. Darum, wenn das passiert, musst du einfach, wenn du merkst, dass deine Seiten immer am Steg reissen, musst du einfach mal das Zeug abschleifen, dann ist es wieder gut. Ja, also seit ich so das schießt mich an, der fucking Gitarre, die ich für Taoist gekauft habe. Da kann ich kein Graphtec-Ding rein tun. Ah, nein? Ja, nein, es ist ja so eine Gibson-Style-Bridge. Und die gibt es nicht von Graphtec. Oder wenn mal, es gibt sie schon, aber sie hat Metall. Okay, ja. Oder bringt es dann nicht so. Nein, also seit ich so fette Strings drauf tue, kann ich nicht das Problem. Oder? Ja, gut, du hast eine neue Gitarre, ne? Ja, ich spiele auch nur Gitarre, wenn ich Songs schreibe. Nein, wirklich. Also wenn ihr Live-Gitarre spielt und ihr wollt das Upgrade, ein paar stabile Locking-Tuners und Graphtec-Sattel. Und dann sind ihr set to go, dann brauchst du keine Evertune mehr. Ich habe auch eine gute Erfahrung gemacht mit den Locking-Tuners von Thomann, von T-Bone. Ich nicht. Also, auch gut. Kann ich nicht beklagen. Nein, ich schon. Ja, vielleicht haben sie es geändert in der Zeit. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt an der Taoist-Gitarre auch. Da sind, glaube ich, sogar Grover-Tuner dran, aber die finde ich auch. Also gut, da könnte es auch sein, dass die Nuss einfach nicht so schön geschliffen ist, dass man sie auch noch schauen. Aber irgendetwas ist dort noch nicht so ganz gut. Aber ich habe mir Fender Locking Tuners gekauft. Ja, man muss Nuss schliffen. Nuss. I need to file the nut. File the nut. Ja. Voll, aber was haben wir sonst noch alles gemacht? Ah, stimmt, ja. Ja, also eben dann im Salzhaus gespielt. Und Save Last Breath hat im Salzhaus gespielt, ich habe sie gefilmt. Das war geil gewesen, dort noch mehr Leute als im Kopfmehl. Ich habe das Gefühl, das Salzhaus könnte eher schwierig werden, wegen Winter schwierig Metal Crowd, aber voll gewesen. Ja, voll. Und auch schon bei Save Last Breath relativ voll gewesen. Und Save Last Breath hat abgerufen und der Mischa hat 2 richtig gute Shows gespielt. Ja, also es ist weird, weil es ist wirklich, er hat perfekt gespielt.
Ich habe aber trotzdem gemerkt, dass es nicht der Dave ist. Mhm. So. Einfach wahrscheinlich weil der Mischa andere Symbols hatte. Mhm. Und ich weiß auch nicht. Sogar die Ghost und so hat er gespielt. Er hat perfekt gespielt. Ja. Er hat keinen Ton daneben gehauen. Was hat er gehabt? 3 Wochen? Nix. 3 Wochen gehabt, um die Wirklich lernen. absolut insane, was der geliefert Ja. hat. Haben wir gesagt, das ist Mission Impossible Fiction, oder? Ja, Ja. habe ich schon mal gesagt. Sehr gut. Und er ist einfach, also, es ist halt so, ich kann auf der Dings auf der Homepage vom, wie heißt der jetzt? Ich habe den Namen vergessen. Wer? Auf gedoodle.ch. Ja. Habe ich gesehen, ich habe Save Last Breath schon 41 Mal gesehen, was nicht stimmt, weil es gibt auch Konzerte, die dort nicht, ich habe sie schon viel mehr gesehen. Und ich habe mich wahrscheinlich einfach daran gewöhnt, wie der Dave tönt. Ich weiß wahrscheinlich, ich glaube, du könntest mir live irgendetwas Live-Ausschnitt anstellen, mit den Augen verbinden und ich könnte sagen, ob der Dave Schlag spielt oder nicht. Aber du hast Save Last Breath PTSD, Alter. Ja, definitiv, ja. Ich kann dir nur schon anhand vom Pattern, wenn irgendeiner sich im Backstage am Aufwärmen ist, sagen, Dave, hab Fresse. Das wirst du auch noch kennenlernen. Alright. Viel Spaß. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das war gut gewesen. Und dann am nächsten Tag hast du uns in die Studio entführt, zum Vocals noch aufnehmen für Taus. Ist das eigentlich? Das ist die Woche vorher. Nein, das war an dem Tag gewesen. Wir sind nämlich heimgefahren von Winterthur und dann am nächsten Morgen Studio. Wirklich? Ja, du hast mich an dem Wochenende 3 Mal mit der Alice Lungau brainwashed. Stimmt. Nein, das war eine Woche vorher gewesen, weil ich habe ja jetzt PA im Studio. Und die haben die ja noch nicht gesehen. Ja, stimmt, das war eine Woche vorher. Aber das ist in dem Fall schon nach dem Podcast. Das war nach dem Dings gewesen, sorry, ich bin vom Hardcore und nachher. Ich bin vom Move Your Feet Fest direkt zu den Save Last Breath Shows. Genau. Wir haben Hardcore-Show und am nächsten Morgen sind wir Gang-Vocals aufnehmen. Ich habe es auch geschafft, dass ihr noch ein paar Gangshots auf Spanisch machen. Das war sehr funny. Lexi ist jetzt auch in den Credits drin. Sie hat auch Gangshots mitgemacht. Sie hat eine Freude an den Gangshots. Ja. Nein, ist cool. Also jetzt, voll. Also jetzt, der erste Song kommt raus, wenn ich das hört, wahrscheinlich. Der erste Song kommt morgen raus, Alter. Morgen, also fucking heute. 4. Oktober Release. Morgen, heute, also wenn ihr das hört. Das kommt Mitternacht raus. Also wenn du das hörst, ist der Song rausgekommen. Voll. Wenn du das hörst, dann kannst du direkt Spotify Enter the Cavalry hören. Also ersten Song kannst du mal schauen, wie es ist. Kannst nachher bei uns im Podcast kommentieren, wie findest du, ob es scheiße ist. Es tönt gut, weil Gitarre und Bass hat der Ricky gespielt und Drums der Dave. Voll. Damit habe ich nicht versauen. Ha! Nein, du hast noch Vocals gemacht. Ah ja gut, aber das kann ich. Ja. Nein, ist wirklich sehr cool. Und jetzt wahrscheinlich so einmal im Monat kommt mal ein neuer Taui-Song raus. Also ja, mal den parat. Ja, okay, geil. Also, Cool. Schick, Bruder. Ja. Schick. Ja, Geil. Ja. Dann, ja, das ist cool. Also mein Hirn hat gerade abgestellt, sorry. Ja, vor allem mit dem Algorithmus ausnutzen. Genau, also ganz mal abchecken. Ich freue mich mega auf Feedback. Ja, voll. Ja, Feedback bekommen zum Video, das ich gemacht habe. Irgendjemand hat das Gefühl gehabt, wenn ich in euren anderen Bands wäre, wäre ich ein bisschen eifersüchtig. Und ich so, wieso? Ja, weil es sieht mega so aus, als ob ihr im Studio mega Fun gehabt hättet. So, ja, ist auch ein Fun-Brudi-Projekt. Ja, genau. Ich würde jetzt gerne Taoist einfach als Brudi-Core abstempeln, wenn das okay ist. Voll. Taoist ist Brudi-Core von Schweiz. Brudi-Core von Schweiz. Brudi-Core, ich kann gerade nachher die Description in Spotify gehen. Einfach also, what the fuck is Brudi-Core? Brudi-Core, Alter. Ja, dann geil. Ja, Was voll. haben wir sonst noch gehabt? Oh ja, etwas müssen wir noch ansprechen. Ja, voll. Bevor es dann zu spät ist. Weil ich glaube, wenn wir da die Podcast-Folge aufgenommen haben, ist es nachher zu spät, wenn wir da nachher etwas machen wollen. Weil ich gehe nächste Woche in die Ferien und dann ist das ist ja schon nächste Woche, Alter. Ja. Expello hat am 12.10. Plattentaufe. Das ist in 9 Tagen. Voll. Wir haben schon dürfen, die Album hören. Alles schon vor 2 Wochen. Wir haben einfach nicht gewusst, ob wir davon schnurren oder nicht. Und dann der Nicky irgendwann so, Jungs, habt ihr eigentlich mal etwas sagen zum Album? So. Ja, aber du hast gesagt, mit was hat er genau geschrieben? Es versteht sich, dass das irgendwie unter uns bleibt, oder weiß ich nicht was. Ich habe es auch so verstanden. Ich kann nicht denken, dass wir da drüber reden. Aber ich habe das Album gelassen und ich habe es. Es ist für alle, die Expello geil finden, für alle, die Metalcore geil finden, für alle, die nicht nur Metalcore, sondern einfach
gute Angry Music geil findet, ja, ihr müsst unbedingt am 12.10. ins Werk 21 an die Plattentaufe gehen, weil das Album ist gottverteilig grandios. Das ist für mich ein Anwärter für den besten Release 2024. Ja, das ist wirklich dort on the Highlist. Es ist sehr Highlist, genau. Vor allem, es hat wirklich 1-2 Plot-Twists auf dem Album drauf. Ich weiß nicht, welcher Song das ist genau. Wir aber können der, den ich dir auch gesagt habe. Noch keinen Namen sagen. Das Gute ist, ich kann dir auch keinen Namen sagen, weil ich sie nicht auswendig weiss. Aber weißt du noch den, den ich dir gesagt habe? Dort, wo der Refrain so unerwartet geil ist. Also nicht, dass der Refrain unerwartet geil ist, aber der Refrain ist geil und unerwartet. Es gibt viel coole Parts, viele gute Hooks, gute Choruses. Ja, sie haben nicht gelogen, was im Grenicher gesagt haben. Ja. Es gibt viele Parts, die du nicht würdest erwarten. Weil nein, habe ich nicht erwartet. Aber es ist wirklich geil. Es ist wirklich gut. Der Clean-Gesang ist absolut geil. Ja, ist next level. Die Melodien sind gut. Es ist wirklich ein richtig geiles Album. Und es ist genau so, wie ich finde, muss Metalcore sein. Ja, voll fancy, Bruder. Und eben, wann ist das? 12.? 12.10. 12. Oktober. Ich glaube, 60% der Tickets sind schon verkauft. Also, geh mal Sieger holen. Dann verpasst du es nicht. Wer ist dabei an der Plattentaufe? Ich nicht, weil ich in der Ferien bin. Ich glaube, ich komme schon vorbei. Warte schnell, das können wir herausfinden. Ich bin mir fast der Meinung, dass... Expello... Da... Es ist wahrscheinlich... A Lost Game, Days of Ruin und Taste My Sweet Revenge. Yeah! Von Mallorca sind die. Damn, alright. Malachor. Cool. Ja, sehr. Also ja, da really the Busy, glaube ich. Samstag, ja. Genau, also man kann sagen, das Album heißt Signals on Swells. Ja, von das kann man sagen. Bis jetzt ist, glaube ich, 1 oder 2 Singles raus, Ghosts und ein anderer. Und es ist nur Ghosts draussen. Nur Ghosts. Und das Album ist einfach geil. Also, check es mal ab. Es ist, glaube ich, nur Ghosts draussen. Wir haben einfach das Album schon können hören. Ja, genau, deswegen. Das mache ich, glaube ich, nachher nochmal. Ja, voll. Morgen zu meinem Geschäft fahren. Ja, ich bin eben, wenn ich es nicht in Spotify habe, ist irgendwie die Accessibility nicht super. Ich kann es gar nicht auf Spotify laufen lassen. Ja, logisch, aber ist halt jetzt so. Ja. Also ich habe es mir eben abgeladen und dann habe ich es im Flugzeug können hören nochmal. Ja, ich habe es abgeladen, ich habe 3 Songs gelost, ich habe vergessen, dass ich den habe. Und dann habe ich wieder ganz gelost. Und nachher, ja. Das ist wirklich ein gutes Album. Es ist voll. Es ist geil. Voll. Ich weiss vor allem nicht, was ich jetzt da darf sagen und was nicht. Aber deswegen, es ist wirklich einfach. Wir sagen jetzt nicht viel. Also ich persönlich finde es ein geiles Album. Es gibt sicher 2, 3 Leute, die sagen, nein, das ist Scheißmusik, aber die sind mir egal. Die können euch egal sein, weil die finden auch, dass. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich sage jetzt wahrscheinlich irgendetwas, wo 200 Millionen Leute wieder finden. Wie viele Albums haben sie schon? Keine Ahnung, Alter. Das ist der 4., glaube ich. Kann sein. 6 Jahre nach dem Release vom letzten Album. Ja. 4. Album. Hey, ist gut, liest du gut, Album. Kannst du lesen, Ricky? Ja, 4. Album, Alter. Das ist krass. Ja. Crazy, 4. Album. Wer hat jetzt dann 10 Songs? Wir müssen nochmal ein Album machen. Nein. Bruder, was willst du mit uns ein Album machen? Gar nicht. Bruder, wir haben 2 Jahre zum 5 Songs schreiben. Was hast du das Gefühl? Ja, kommt schon gut. Ja, haben wir... Ist noch ein Wochenende in der Hütte. Gut, okay, wahrscheinlich, wir haben 2 Jahre zum 5 Songs schreiben. Das heisst, in 4 Jahren haben wir ein Album. Ja. Expello hat 6 gebraucht. Ja, siehst du? Wären wir schneller. Oh. Ich glaube nicht, dass wir in 4 Jahren ein Album haben. Ist ja gleich. Vielleicht haben wir es. Ich habe jetzt einfach 3 Ideen geschrieben. Und wenn die Ideen haben, ist eigentlich okay. Ja. Dann brauche ich nur noch einen, der mit mir die Ideen ausarbeitet. Ja, okay. Anyway, was haben wir sonst noch zum Schnurren? So viel ist es gar nicht. Ich glaube, wir haben beide ein bisschen Reissen, um zu bouldern. Dann haben wir noch... Ja, der Fakt, dass ich Bass spiele bei Fearlab am 19. Ja, genau. 10. Das ist einfach noch... Ich bin jetzt meinen Arsch am Ablernen mit Fearlab-Songs. Ja, voll. Was heavy ist, weil der Ricky will, dass ich auch Taoist-Songs lerne. Das Bruder. Und ich komme einfach nur... Ich habe das Fearlab-Set jetzt drin. Das ist gut. Und gestern das erste Mal alle Songs gespielt. Das ist gut. Das heisst, jetzt ist es nur noch drinnen behalten. Und dann kann ich nach dem ersten Konzert an Taoist-Songs lernen. Nein, das erste Konzert mit Fearlab ist bei am 19.10. im Werk 21 in Zürich. Ihr müsst unbedingt kommen, weil es spielt Wrath of Olga, Polar Shift, Decade Effect, A Small District, Nu Metal Kings und Wrath of Olga. Hast du Polar Shift gesagt? Ja, Polar Shift habe ich jetzt 20. Sehr gut. Pilar Shift.
Polar Fist. Ja, aber, nein, also, warum ich will, dass du die Songs lernst, ist, weil ich will meine sadistische Tendenzen ausleben. So ich mit dem Mic schon machen. Und er schreibt, Bruder, ich spüre meine Finger nicht mehr, weil es so schnell ist, oder? Genau das wollte ich von dir sagen. Nein, das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht, dass deine Wrists schnell sind. Das Problem ist, dass du Gott vertelle, einfach mit einer Gitarre ohne ich sage es jetzt immer wieder, mit einer Gitarre ohne Fretmarkers. Leute, die nicht wissen, was Fretmarkers sind, ich erkläre euch das schnell. Anhand von meinem Beispiel. Ricky, kannst du mir schnell die Gitarre mit den Fretmarkers geben? Also, jetzt alle, die den Podcast schauen, die sehen es. Es hat da eine Gitarre und ich sehe, das hat da bei diesen Bünden, das sind die Flächen zwischen den Stäbchen, hat es Punkte. Und anhand von diesen Punkten kann man sich orientieren. Und generell, wenn du ein YouTube-Tutorial schaust und das Einzige, was du hast, ist Video, ohne irgendwie Erklärung, wie das Riff gespielt wird, musst du dich an diesen Punkten orientieren. Und es ist auch dann schon relativ schwierig, weil meistens die Hände verdecken, was man macht. Der Ricky, das Genie, hat aber eine Gitarre genommen, wo einfach nichts drauf ist. Wenn ich sehe, das ist nackt. Ich habe keine Ahnung, ob der Ricky seinen Finger im 1., 2., 3. oder 4. Bund hat. Ich habe keine Referenz. Nix. Das wird absoluter Pain in the ass. Ich freue mich jetzt schon darauf, das zu lernen. Ja, Danke vielmals. Dafür musst du einfach pausieren und nachher zählen. 1, 2, Ja, das macht es dann mega viel. Das ist dann ja, cool, das ist jetzt der Ton, aber was kommt denn? Nein, ich habe jetzt mit 4 Lab herausgefunden, ich habe eine gute Taktik. Ich fange einfach mal den ganzen Song an, aufteilen in die verschiedenen Parts und dann schreibe ich auf, was die Töne von diesen Parts sind, auf dem Tablet und dann kannst du irgendwann, dann spielst du die einzeln und dann kannst du irgendwann zusammensetzen. Das Gute ist, die Songs sind so easy geschrieben. Sobald du den Intro und Chorus hast du eigentlich den ganzen Song. Ja, das ist gut, das finde ich wichtig. Das mache ich bei Versus auch immer. Voll. Let's go. Weniger ist mehr, Baby. Weniger ist mehr. Voll. Ausser bei Pizza, dort ist mehr. Fondue ist auch mehr. Ja. Sorry, Fondue kannst du nicht mit weniger machen. Raclette, weniger ist mehr. Nein, mehr ist mehr. Gib mir den Käse, gib mir alles. Voll. Ja. Genau, und jetzt, bevor wir es vergessen. Welches ist es schon wieder? Der zweite. Nein. Sorry. Metal Servola, Breaking News. Willkommen zu den News in der Schweizer Metal-Szene. Yes. Es gibt keine. Weiter beim Ricky mit den Releases. Ja. Ich habe nicht keine News gegeben, aber wir haben einfach nicht geschrieben. Aber, es gibt keine News. Nichts Nennenswertes. Aber Dings, ja, letztes Mal haben wir wirklich verhängt. Und wie es schon mal passiert ist. Wir haben, glaube 15 Minuten bevor wir den Podcast angefangen haben, haben wir über das geschnurrt. Und nachher einfach nicht aufgeschrieben und komplett vergessen. Wir haben es aufgeschrieben. Haben wir es aufgeschrieben? Okay. Und wir haben es vergessen, wenn wir dumm sind. Nein, das habe ich im Nachhinein geschrieben. Nachdem wir fertig sind, genau. Nein, es geht um die Save Last Breath Single Blazing Sun. Wir haben einfach komplett verhängt, obwohl wir vorher geschnurrt haben von dem, wo die Kameras noch nicht am Laufen sind. Es ist nicht so, dass wir Save Last Breath absichtlich mobben, wir sind einfach blöd. Voll, wir sind blöd. Der Dave hat also geschrieben, weißt du, ihr schnurrt jede fucking Folge über uns und nachher vergessen ihr einfach jedes gottverdammte Mal, wenn wir eine Single haben, über die hure Single zu reden. Ja, voll. Ja, ist so. Passiert uns auch bei Fear Lab. Haben wir herausgefunden. Voll. Aber nein, genau. Deswegen, wenn ihr mal Musik bei uns promoten, schreibt einfach, dann vergessen wir nicht. Aber genau, ja. Also, jetzt alle auf YouTube das Musikvideo von Blazing Sun schauen, von Save Last Breath, auf Spotify hören. Ich könnte gerade den Algorithmus nochmal ankicken. Ja, voll. Dann, nächste Single, die rausgekommen ist. Schau. Eben der Mike, ehemalig Whiteout-Sänger, hat das Video gemacht. Sick. Das ist wirklich ein geiles Video. Wirklich geiles Video, also der Bruder Kass. Man muss nachher noch etwas erzählen. Ja, und es ist einfach ein geiler Song. Interessanterweise, sie haben es geschafft, als Independent in eine Editorial Playlist hineinzukommen. All New Metal. Aber die hat anscheinend gar nicht so viele Klicks gebracht, also gar nicht so viele Streams gebracht selber. Nicht direkt, aber dadurch kommt sie in eine andere Playlist noch rein. Also ich glaube, der Dave hat uns jetzt Statistik geschickt. Ja, aber es sind etwa, von diesen 10'000 Streams sind etwa 2'000 von der gewesen und der Rest ist von ihrer eigenen Library in ihrem eigenen Zeug gewesen. Aber das Thema ist, wenn der Song reinkommt, dann tun es Leute in der Library speichern und hören. Also es pusht schon ein bisschen mehr. Ja, logisch. Aber ich habe gedacht, wenn du auf so eine Spotify Editorial Playlist kommst, gut, er hat gesagt, sie seien ganz unten gewesen. Ist schon so, ja. Aber ich habe immer gemeint, wenn du in so eine Spotify Editorial Playlist kommst, hast du, weil durch das eine ist, was Spotify pusht, hast du natürlich dann gerade
10.000 Millionen Klicks. Es kann immer unterschiedlich sein, je nach ja, Playlist. das ist so. Auf jeden Fall. Aber sie haben im Fall in 2 Wochen 1000 Streams bekommen. So. Ja, das ist krass. Voll. Wie sonst die andere... Ja, dann der nächste Release. Wie sonst andere... Lass mal kurz rausnerden. Sonst andere Ich will buldern. Independent Releases, wo ich weiss, also von Independent Artists, wo ich weiss, die Editorial geschafft haben, sind einerseits Moment of Madness, Xonor, glaube ich. Weil Xonor haben mittlerweile auch 30'000 Monthly oder so. Paleface natürlich, oder? Aber sonst kann nicht viele, die dann arbeiten. Also, sehr cool. Blazing Sun hat jetzt, wie viel? Oh, fuck. Nicht spielen. Wo ist Artist? Blazing Sun hat... Oder steht ein Zeichen ab? 14.000 Streams. Geil. Nicht schlecht. Gut. Oh. Also. GG. Sind sie noch in der Playlist? Nächster Release, ja. Ah ja. Nächster Release. Sehr sick, warte. Nächster Release. Bruder, ich will buldern. Nächster Release. Wo ist es? Bist du am Schluss nicht im Gym gegangen? Doch, aber ich will gleich buldern. Ah, sehr gut. Es gibt neue Bilder. Sie haben gestern gepostet, dass sie mir noch in der Playlist drin sind. Okay, Glaubst du, wenn ich es voll richtig gesehen habe. Sonst ist es auch egal. nicht gesehen. Also, nächster Release. Von Windshelter, Curtains. Voll. Habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe es... Nein, doch, ich habe es einmal gelesen. Du hast ihn sicher gelesen, weil du hast in die Playlist drin da. Aber Metalcore ist geil. Windshelter haben auch... Haben sie nicht am Greenfield gespielt? Nein, Greenfield Contest. Doch. Nein. Windshelter Nein. Haben sie nicht? Nein, jetzt... Nö. Sie sind im Contest gewesen, aber sie sind nicht gewonnen, glaube ich. Brudi, also am Roman-Contest vielleicht? Eben, genau. Ah, ja, in Zürich. Eben, ja, in genau, Zürich genau. sind sie weg gewesen. Nein, die haben... Nein, die haben nicht in Zürich gespielt, Brudi. Wer war die Roman-Band, die Greenfield gespielt hat? Schon Windshelter? Hey, nein, das ist doch Doch, ein Windshelter Bruder. gewesen. Nein. Doch. Look. Nein. Look. Alter, look. Greenfield 2024. Das ist Ja, doch nicht Bruder. Windshelter gewesen. Das ist Windshelter. Nein. Ja, vielleicht auf dem Timetable. oder? Windshelter. Nein, das war doch nicht Windshelter gewesen. Golf, machen wir nicht hässlich, weil ich nicht rechts Fotos, die ich drauf gesehen Alchemists. Alchemy. Ah, fuck, ja. Siehst du, ich habe dich ein Doch Elefanten nicht. hier. Nein, die sind aber im Contest-Roman, glaube ich, oder sie haben das Jahr vorher gespielt am Greenfield. Irgend so etwas. Brudi, nein, Windshelter hat das Jahr vorher nicht am Greenfield gespielt. Fucking... Okay, sie sind am Contest gewesen. Keine Ahnung. Ich hatte einfach... Ich hatte im... Okay, ich nehme dir jetzt einfach das Mikrofon weg und mache da Moderation. Ich hatte mit dem Greenfield Contest irgendwie im Kopf verknüpft. Also mal googeln jetzt mal Windshelter. Greenfield. Windshelter am Greenfield Festival, da. Wann war es? 2023. Let's go. Ja, aber nicht am Contest das Jahr, Alter. Nein. Aber sie haben das Jahr vorher gespielt. Sicher. Oh, unprofessionell. Oh, sie machen Post-Hardcore. Ha? Hey, da. Eben, Greenfield schlecht. 2023 ist schon. Siehst du wieder mal, da ist wieder mal der Beweis dafür, dass der Röstigraben existiert. Das ist 2023. Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist Donge. recht. Tipptopp. Donge. Also. Sorry, wir sind scheiße, wir können halt einfach kein Französisch und darum, wir interessieren uns schon für die Bands aus der Romandie, aber wir Absolut. kommen jetzt einfach nicht mit über. Sorry. Ja, und dann nächster Release, 4. Oktober. 4. Also Oktober 2024. Genau, Taoist. Enter the Cavalry. Enter the Cavalry. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Voll. Ob ihr es schon gesehen Es ist eigentlich, also lustigerweise, es ist wirklich einfach ein Side-Project von Metal Cyberla praktisch. Also es ist nicht, es ist genau das gleiche Konzept wie Metal Cyberla. Einfach machen, oder? Also stimmt. Das ist wirklich das same. Also oder? ja. Ja, es ist genau das gleiche. Doch, es ist genau das Gleiche. Das ist Du genau hast das das Gefühl gehabt, ey Brudi, ich habe eine Idee, ich brauche dich. Sind alle Dann haben Mitglieder, wir's gemacht. alle Mitglieder von Taoist sind schon mal im Podcast gewesen. Das stimmt. Also, Das stimmt. Eben. Das ist geil. Darum hat der Mike auch den Bass zurückgeholt. eben genau. Lol. Also, tipptopp. Voll. Dann, kurze Ansage. Was bist du am Bewegen? Ja, da? Wieso? Da, okay. Alter, sorry, das ist so kann man mit dem Podcast Voll. beenden. Es ist nicht mehr, wir sind nicht mehr im Flow rein, es läuft gar nicht mehr da. Genau. Wir können nur noch abhaspeln von irgendetwas. Voll. Aber nein. Alter, man gesagt, wir bleiben unter einer Stunde. Ja, wir sind schon wieder drüber. Bruder, warte. Fucking Wir haben ein Konzert vergessen. Ja, bin ja dran. Ich kann es ja Aber runterbringen. mit dem Partner oder? Ja, wir müssen beides sagen, Okay, oder? dann sagt ihr mal. Ist okay. Ja, also, ciao zusammen. Und jetzt, wir können... Sorry, es tut mir leid, wir sind beide auch fertig mit dem Leben. Wir haben heim, keine Lust mehr. Also Lust haben wir noch, aber ich mag nicht mehr. Ich weiss nicht mehr, was ich schnurren. Ich habe nicht wieder einen Tag gearbeitet diese Woche. Ich mag nicht mehr. Ist zu viel. Du hast noch Bundaberg, ja? Ich habe keinen Platz mehr rein. Ich trinke das nachher nach dem Boulder. Ist das okay, gut? sehr gut. Sehr gut. Das ist, danke vielmals, Ricky, für das Wunderwerk. Ich bin sehr, sehr happy, dass du mir das angestellt hast. aber Latino Hospitality. Ich wollte es nicht. Es ist nicht persönlich, dass ich das jetzt noch nicht getrunken habe.
Ich finde es persönlich als persönliche Beleidigung. Das ist gut, mach du das. So, nein, hey, du, das ist ja fuck. I will curse you and your family for Also, weißt 3 du, ich muss generations. einmal reinkommen. Metal Servola, Das breaking Ding ist zu news. leislich, das Ja, ist... ich muss es weitermachen. Also nein, mit Ding da. Generell, mein Kopfhörer zu leise. Ich finde es laut. Ich höre gar nichts. Das ist so, ich bin nicht drinnen, weil ich mich nicht höre. Ist ja gleich. Anyway, also, wir machen jetzt schnell Werbung für Konzert. Und zwar am 19.10. im Werk 21 ist Fear Forever Finale. Es soll man spielen schnell austauschen? Fear Lab, A Small District, Decade Effect, Polar Shift und nicht spielen Whiteout und Eversis. Wer aber dabei ist, also kannst du das wieder einstecken. Jetzt höre ich, jetzt ist es hure weird. Ja, okay. Ja, jetzt ist es lauter als voran. Geil. Wer dabei ist, ich spiele Bass bei Fear Lab. Tatsächlich. Eversis ist am Gitarrespiel. Er ist am... Jetzt bin ich voll draus gefallen, weil du die hohen Kopfhörer rumgesteckt Polar hast. Shift spielt, Radhafaga spielt. Bruder, wieso ist bei Effect. dir so viel lauter als bei mir? Was für Leute? Also jetzt ist es viel lauter als voran. Ja, genau. Ja eben, wieso ist es bei dir so viel lauter als bei mir? Weil jetzt habe ich ja deinen Mix. Wahrscheinlich, weil einer ist 3,5 mm Preamp und der andere 6,3 mm. Also für mich ist es extrem laut gewesen. Nein, so ist es gut, so habe ich es immer. Ja, gerade super. Es ist gar nicht laut. Es Also- tippt ab. Eben, bei mir ist es riesig, das ist super. Nein. Hey, hören wir einfach auf, Mann. Gehen wir einfach bullern. Ja, Nein, jetzt, ja, weil du einfach die ganze Zeit am Zeug rumspielst. wieso bin ich da Leiter? Jetzt lass einfach sein. Hör auf, tu die hure Maus weg. Machst du mich hässlich. Jetzt machen wir einfach den huren Podcast Okay, fertig. machen wir. So, jetzt einfach nicht mehr rumspielen. Okay, sehr gut. Hure Technikkrankheit. So, es kommt nicht mehr drauf an. Der Podcast Kann geht noch ich- 3 kann ich, was Minuten. ist? Geht noch 3 Voll. Minuten, wenn wir Also. das durchziehen. Also, wo bist du gewesen? Ich spiele Bass bei Fear Lab. Ja. Versus schafft an der Bar. Ich mache Lichter für Lab. Genau, der Ricky ist auch dort. Für andere Bands. was Kommen sie wollen. vorbei, kaufen Tickets. Jetzt im Vorverkauf sind nämlich günstiger. Und es spielen eben, wie gesagt, Kate Effect, Polar Shift, Small District, Fear Lab und Wrath of Alga. Absoluter Ficker-Event. Ihr müsst unbedingt kommen. Dann am 25.10., eine Woche später, am Freitag, Halloween Party von Let's Creepy go. Cute Cult. Im Labor 5. Labor 5 in Zürich. Yes. Dort ist das Metal Servola DJ-Team am Start. Unsere Jawohl. unsere Premiere. Unsere Premiere als DJs. Voll. Das Yes. kommt sicher gut. Das Wir, kommt gut. wir haben extra jetzt beide ein DJ-Pult gekauft für die Heim zum Üben. Wir sind voll drin im Fall. Alter, wir sind absolut drinnen. Wir werden die nächsten Aviciis. Wir sind einfach schon zu alt. Sag's dir, nach Taoist Album kommt Drum & Bass EP, Alter. Sag's dir. Geil. Genau, und dann, was haben wir sonst noch? Wir haben ein Konzert. Und zwar am Das ist so weird. 12.10.2024. Wieso bist du das Zeugs am Löschen? Ich habe nichts gelöscht, Bruder! Alles am Du Löschen. warst wie hässig, Alles am Alter! Löschen. Ich habe nichts gelöscht! Jetzt, ich weiss doch, was da kommt! Nichts habe ich gelöscht, wo ich ist habe das? draufgeklickt. Bruder, dein scheiß Excel macht einfach Hey, irgendetwas. es ist einfach. Jetzt etwas. einfach, wir lassen das jetzt einfach in Ruhe. Wir lassen einfach nichts mehr Wo an. ist das Konzert da? Es ist jetzt einfach nichts mehr. Expello Release Show, Expello, Yes. Days of Ruin, A Lost Game, Taste My Sweet Revenge, 12.10., 24, Werk 21, Zürich. Voll. Dann, nächstes, willst du weitermachen? Ich bin will gerade voll schauen, wo drin. das ist, weil wir haben es gelöscht. Also, nächstes ist Royal Desolation mit Trusted Shark und A Lost Game. Und die spielen am 19.10. in. Warte mal. Royal Desolation. Da. Die spielen am. Fucking wo? Wo spielen die Brüder? Ist das nicht am Medbar? Bruder, ich habe keine Ahnung, ich habe das Handy nicht vor mir. Ja, warum haben sie den Flyer nicht da in der ersten Page, Mann? Also, dann gehen wir Lost Game schauen. Selber schuld. Warte schon, Lost Game, wir müssen unsere Arbeit machen. Nein, wir sollten Bands nicht dafür belohnen, wenn sie ihre Arbeit auf Social Media nicht Ja. richtig machen. Also, Royal Desolation haben sie nicht drauf, Lost Game haben sie. Irgendwie, schau das, steht immer E23. Was zum Fick ist los mit dem fucking Excel? Ich Haben sie drehe langsam das durch. abgesagt? Weil Lost Game haben sie auch nicht. Nein, wahrscheinlich sind sie einfach zu faul zum Posten, Mann. Wollen wir Royal Desolation und Lost Game, Trusted Shark? Wollen wir Trusted Shark? Ja, Trust the Shark hat es sicher da oben. Wann ist es? 19.10. Ja. Müssen wir Ah, reinkommen. look, 19.10. müssen wir reinkommen. Trusted Shark haben ihre Arbeit gut gemacht. Jo. Das ist in Huttwil. Huttu! In Huttwil? Nein, ihr Provisorium müsst gehen. Huttwil, ja. Ihr müsst gehen ins Provisorium Huttwil. Voll. Ich bin jetzt gerade zu aufbrausend, weil das ganze Excel-Zeugs da nicht funktioniert. Trusted Shark 1, Royal Desolation und tut mir Lost leid. Game 0. Ich Kein habe das- Flyer auf der Instagram-Page Ich von habe das der nicht persönlich gemeint, aber ich spiele halt Bass bei 4 Leben an dem Tag. Ja, voll. Ich will Darum auch. wollte ich, dass ihr an ein Voll. anderes Konzert geht. Voll. Aber falls ihr in der Nähe von Huttwil, Bern sind, dann geht mal. Gehen trotzdem auf Zürich, okay? Voll. 4 Leben. Dann Sorry. haben wir Es tut mir echt leid, alle Jungs von bei Royal Desolation, Trust the Shark und The Lost Game. Ich meine das nicht persönlich, ich bin einfach komplett durch und muss Voll. hinter dem Mikrofon weg.
Also, der nächste ist auf vieles Eye, der K-Defekt und Wrath of Alga am 25. Oktober. Jo. Und das ist. Wait a second. 25. Spielt nicht der K-Defekt am. Brüder, ich habe Nein, das ist nicht Halloween. Ich kann Dings. Okay, nein. Auf vieles Eye, das ist der Release-Show von vieles Eye. Stimmt. Neue Musik von vieles Eye gibt es dann. Und sind K-Defekt und Wrath of Alga dabei. Am 25. Oktober in der Med Bar. Sehr geil. Lenzburg. Und dann sind wir in einer Halloween-Party. Jo, dann Genau. Metal Apocalypse, With One Word, Days of Ruin und die Kate Effect, 26.10.2024 im Mundwerk Oerlikon. Oh, dann mit Kate Effect, Alter, überall, Jesus. Alter, Kopfverteilung. Voll. Dann Metal Rebirth, Uncircle, Irony of Fate, Port of Port of Call. Call und End of Silence am 28.10.24 im Senkel Stanz. Yes, genau. Und die andere kommen im November, das fragen wir dann was anderes mal. Genau, und dann Musiker-Tinder. Oh, warte schnell. Musiker-Tinder, Airstream Shakers sucht einen Drummer, Fearlab sucht einen Gitarrist. Ricky, übernimm du mit den Patrons. Voll. Also, liebe Leute, wenn ihr findet, wir machen cooles Zeugs, dann wir haben das Patreon, wo ihr könnt uns supporten. Und wir bedanken uns herzlich bei unseren Patreons. Ihr hört auch ein bisschen Musik von unseren Patreons am Schluss von der Folge. Und big thank you, Tim von ProShift, Dave von Safer as Breath, der Und Luki Taoist. und Taoist. Der Luki von der K-Defekt, der Nicola von People at the Fair, der Leni von Open Air Grenichen, der Mike von Herner Was Fair, der andere Mike von Wrath of Alga, der Erik / Rico von Illusions. Oh shit, wir haben vergessen, er hat erklärt, warum er Rico heißt. Ja, das ist nicht so eine funny Story. Also es ist schon eine funny Story, aber es ist jetzt nicht so crazy, dass er etwas aufmacht. Sie Es haben ist ihm in der in- Schule einfach so gesagt, um ihn mobben. Genau. Und es ist ein hat er's- Gamertag geworden. Und dann ist es ein Gamertag geworden. Voll. Shoutout, Bruder. Also es ist schon eine geile Story zum Fernsehen. Voll. Ah ja mal, du musst deine Weakness zu deiner Strength machen. Ja, genau. Fuck yeah. Fuck Fuck yeah, yeah, Erik. Alter. Fuck yeah. Genau. Dann Michel von Show This the Burning haters. Sky. Also er hat einfach die Haters genommen und einfach alle ihre Hate sich ins Viertel gesteckt und dann einfach drauf geschissen. Ja, voll. Genau. Geiles Sieg. Merci Michel von This Burning Sky und merci Dani vom Bullet Team. Wir sind geile sicher. Merci, dass ihr Metal selber hört und wir sehen uns. Ich weiss, wie du die Folge kannst nennen, Alter. Bella's Moment of Madness, weil das habe ich jetzt Ja. definitiv gehabt. Voll. Alright. Burnout mit Bella. Burnout mit Bella.